Manchmal ist es schwierig, das alles zu begreifen. Warum sind wir hier? Wir müssen schaffen, Chef. Woher sind wir gekommen? Aus Zürich. Nein, Aladdin, darum geht es nicht. Es geht um viel mehr. Es geht um das Mysterium des Lebens. Und hier geht man ihm auf den Grund. Im CERN, in Genf. Neben mir steht Rolf Landua. Er ist Physiker hier im CERN. Rolf, was wir wissen ist, wir kommen von diesem Punkt hier. Was ist dann passiert? Ganz genau. Bon. Vor 13,8 Milliarden Jahren war da so ein kleiner Punkt voll von Energie. Und diese Energie, die hat den Raum sozusagen schlagartig sozusagen ausgeweitet. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit, einer Trillionstel Sekunde, ist sozusagen aus dieser Energie... und heute, 13,8 Milliarden Jahre später, stehen wir da und schauen uns das an. Das heißt, wir sind aber von Grund her heraus sind wir eigentlich eins. Total. Wir bestehen genau aus den gleichen Teilchen, du, ich. Auch wenn wir ästhetisch ein bisschen voneinander abweichen, ist der Inhalt der gleiche. Absolut. Einfach der Krug sieht anders Ganz aus, genau. aber drin ist Wasser. Drin ist sozusagen Quarks und Elektronen. Das ist alles. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals started with a big bang. Wenn die Materie und die Antimaterie zusammenkommen, dann annihilieren die, vernichten sich. Das heißt, dann entsteht aus der Materie und der Antimaterie reine Energie. Wenn man das alles weiß, warum gibt es denn Kriege auf der Welt, ja, Rolf? Ja, das ist eine gute Frage. Hier am CERN gibt es keinen Krieg. Da arbeiten eben 100 Nationen alle zusammen und sind sehr friedlich und arbeiten sehr konstruktiv. How is it to work together with so many different cultures and nationalities? Oh, it's wonderful. It's incredible. It's actually great. Yeah, it's about the science. We're global citizens. Just great being so multinational. There is no discrimination of religion, color, culture, whatever, but we are here working for same cause to explore the universe. Könnte man auch sagen, wie einst ein ganz berühmter Physiotherapeut gesagt hat, wichtig ist nicht, was es ist, wichtig ist nur, dass es ist. Absolut. Das würde ich auch so sehen. Das ist mein Lebensmotto. Dass ich der ganzen Schweiz hier draußen versuche zu erklären. Und jetzt sagt es ein Physiker vom CERN. Jetzt ist es hochoffiziell. Ganz genau. Wichtig ist nicht, was es ist. Wichtig ist nur, dass es ist. It's not important what it is. It's just important that it is. What is that it is? It's not important what it is, It's just important that it is. that it is. Oh, no, of course. We should be thankful and we should enjoy. That is something else. Unterdessen bin ich bei Hans-Peter Bech angekommen. Du arbeitest an diesem Detektor, der letzten Endes diese Partikel fotografiert. Wenn sich zwei Protonen kollidieren, Wenn Sie den Akt haben, sozusagen, wollen Sie das fotografieren. wir fotografieren genau den Moment, wo sie eindringen. Ist es denn hier draußen generell so, dass Sachen aufeinander prallen müssen, damit etwas Neues entsteht? Ist das ein kosmischer Zyklus, eine Regel? Das würde ich so sagen. Und vergesst nicht, Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hat er schön gesagt. Und vor dem Fondue sind wir alle gleich. Vor dem Fondue. Und die Teile im Fondue und die Teile, die wir sind auch die gleichen. Wir sind ein riesengroßes Höseli. Wir bestehen alle aus den gleichen Teilchen. Egal, ob wir reich oder arm sind, dick oder dünn, groß oder klein, egal von wo wir kommen und wohin wir gehen. Wir sind alles kleine Teilchen in einem riesigen Universum, das sich ständig ausdehnt. Darum sollten wir uns nicht so wichtig nehmen.